Hallo, liebe Freunde der Klonianer. Willkommen zu Lebensglaube Nummer 10. Heute wieder einige Fragen und Antworten. Zum Beispiel, soll man Vater und Mutter ehren? Man sollte seine Eltern mit Würde und Respekt behandeln. Man sollte aber auch von seinen Eltern mit Würde und Respekt behandelt werden. Natürlich sind die Eltern dafür verantwortlich, dass die Kinder ein ordentliches und anständiges Leben führen. Darf man Tiere töten? Jeder Mensch hat das Recht, ein Tier zu töten. Das Töten sollte aber einen Sinn machen. Man sollte nicht sinnlos Tiere abschlachten. Darf man Tiere quälen? Man sollte Tiere nicht unnötig leiden lassen oder gar quälen. Auch Tiere können Schmerzen empfinden. Jedes Geschöpf hat das Recht, ein glückliches und angenehmes Leben zu führen. Was ist Cloning? Cloning ist das Klonen von verstorbenen Menschen, um diese wieder zu einem neuen Leben zu erwecken. Wie ist für das Cloning vorgesehen? Alle verstorbenen Menschen sind für das Cloning vorgesehen, falls es noch Überreste gibt von diesen Menschen, die geklont werden können. Wie viele Menschen kann die Erde tragen? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Es gibt noch viele Wüsten auf der Erde, die man mit etwas Aufwand fruchtbar machen könnte. Teilweise wachsen sogar bestehende Wüsten. Es ist die Aufgabe der Menschheit, bestehende Wüsten zu verkleinern. Sollen Frauen ein Kopftuch tragen? Frauen können, wenn sie wollen, ein Kopftuch tragen. Aber es ist nicht die Pflicht einer Frau, ein Kopftuch zu tragen. Man sollte sich aber den Gesetzen entsprechend kleiden. Man sollte sich an alle Gesetze in einem Land halten. Man muss sich an alle bestehenden Gesetze halten. Dies vermeidet unnötige Probleme, auch wenn Gesetze als überflüssig oder unnötig oder zu streng erscheinen, muss man sie einhalten. Man kann sich aber mit anderen Menschen zusammenschließen und dann bewirken, dass Gesetze geändert werden. Priester, also Priester der Klonianer, sollten sich aber nicht in die Politik einmischen. Priester der Klonianer können einer Partei, falls sie wollen, beitreten. Priester sollten sich aber nicht aktiv in die Politik einmischen. Klonianerpriester sollten sich aus der Politik heraushalten. Klonianerpriester dürfen nicht Gemeinderat werden. Wir wollen niemanden ausschließen. Wir wollen aber trotzdem gewisse Regeln halten. Wir wollen nicht, dass sich unsere Priester politisch engagieren. Wir wollen nicht, dass Priester in einer Partei aktiv tätig sind. Man kann sich Parteien anschließen. Man kann diese Parteien auch durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen. Wir sind aber der Meinung, man darf sich nicht aktiv politisch betätigen. Darf man einbrechen gehen? Man sollte sein Geld auf ehrliche Weise verdienen. Darf man betrügen oder stehlen? Man sollte sein Geld auf ehrliche Weise verdienen. Darf man Pornos anschauen? Falls es gesetzlich erlaubt ist, darf man Pornos anschauen und betrachten. Darf man Partnertausch machen? Wenn beide Partner dies wollen, kann man auch einen Partnertausch machen. Man sollte aber niemanden zu einem Partnertausch zwingen. Man sollte niemanden zu sexuellen Handlungen oder Unterlassungen zwingen. Jeder sollte gewisse Freiheiten haben, auch in einer Ehe. Man sollte, falls man sich nicht an die Regeln einer Ehe halten möchte, lieber keine Ehe schließen. Wir wollen aber nicht sagen, dass man gänzlich auf eine Ehe verzichten soll. Ich glaube, wir leben in einer modernen Gesellschaft. Jeder Mensch hat das Recht, frei zu entscheiden, wie er leben und wie er sein Leben gestalten möchte, solange diese Entscheidung nicht das Leben von anderen Menschen beeinflusst. Wir sind der Meinung, dass der Mensch gewisse Freiheiten braucht. Jeder Mensch braucht Freiheiten. Jeder Mensch braucht aber auch Regeln. Diese Regeln muss man einhalten. Man sollte gut darüber nachdenken. Früher war es schwieriger. Die Menschen waren aufeinander angewiesen. Der Mann musste arbeiten gehen und Geld für die Familie verdienen. Daher war es wichtig, dass Mann und Frau zusammengeblieben sind. Heute, in der modernen Gesellschaft, ist es leichter geworden, für die Frau Geld zu verdienen.
Frau und Mann müssen nicht unbedingt heiraten. Dies ist durch die moderne Gesellschaft bedingt worden. Trotzdem können Frau und Mann heiraten, falls sie dies wünschen. Falls sie es nicht wünschen, können sie aber auch eine offene Partnerschaft oder eine offene Beziehung führen. Wir wollen unseren Mitgliedern keine Vorschriften machen. Wir glauben, dass die alten Religionen nicht mehr in der Lage sind, sich zu reformieren. Die alten Religionen haben ihre Regeln. Wir glauben, die alten Religionen sollte man ins Museum schicken. Dort gehören sie hin. Die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten werden sich auch weiter ändern. Wir glauben, dass es wichtig ist, eine neue Gesellschaft zu schaffen.